Wenn wir uns die Schlagzeilen über Trump anschauen, dann kommt er nicht gerade gut weg. Ich meinte aber, die liegen zu einem guten Teil falsch. Weil die kapieren gar nicht, dass der Trump ein riesiges Problem versucht zu lösen. Nämlich der drohende Kollaps vom US-Dollar und alles, was das mit sich bringt. Im heutigen Video schauen wir zusammen an, wieso der Trump eventuell genau das Richtige macht. Ciao zusammen von unten hier. Herzlich willkommen aus Kalifornien. Ich muss gerade ein bisschen lästern. Wind. Ich könnte nicht mehr. Ich habe früher mal gewindsurft, aber jetzt bin ich irgendwie gar nicht mehr so Fan. Ich muss gerne schauen beim Film, dass mir nicht ins Mikrofon reinblasen wegen dem Lärm. Das ist so gerne der kälter. Ja, ich kann es nicht mehr so. Aber es ist ja nicht das heutige Thema. Schauen wir weiter, wie der Alex würde sagen. Es ist mir schon klar, ich habe einen provokanten Titel gewählt. Aber lasst mich erklären. Vorletzt habe ich von verschiedenen Seiten gehört, dass die staatliche Finanzsituation in den USA schlimmer sei als bisher angenommen. In die gleiche Situation lauern übrigens auch die Schweiz und viele andere Länder in Europa. Aber Zeitungen und die Tagesschau lästern halt lieber über eine Person, als dass man das eigentliche Problem thematisiert. Die da oben in Bern freut es natürlich. Ja, sonst kämen die Leute ja noch drauf, dass man im eigenen Land eventuell auch aufräumen sollte. Ich habe mich auf die Suche gemacht, wieso da zum Teil recht dramatisch von einem drohenden Finanzkollaps in den USA georakelt wird. Die USA stehen vor einem massiven Problem, weil die Schulden mittlerweile deutlich gleitiger ansteigen als die Wirtschaft. Das ist das zentrale Problem, das Amerika je länger je mehr in Schieflage bringt. Und jetzt haben wir die bizarre Situation, weltweit, aber auch in der USA, dass wir circa jährlich 3-mal die Schulden schneller ausweiten als das Wirtschaftswachstum. Jetzt haben wir aber das Problem, dass ja Schulden irgendwann fällig werden und abbezahlt werden. Jetzt geben die USA und viele andere Staaten wie die Europäer jedes Jahr viel mehr Geld aus, als dass sie einnehmen über die Wirtschaftsleistung, erhöhen dadurch die Verschuldung und irgendwann werden diese Schulden fällig und dann wurde halt immer Geld gedruckt. Und jetzt ist die Frage, wie lang kann das weitergehen? Wenn das unbremsend weitergeht, führe das zu einem Finanzsystemkollaps. Bots heiteren Fahnen. Das kann so weit gehen, dass Bankkonten eingefroren werden, Preise für Alltagsgüter ins Unermessliche steigen, es können zu Versorgungsengpässen kommen etc. Es gäbe ein Riesensturm. Wir sehen hier die Entwicklung des Brotpreises in Deutschland im Jahr 1923, zur Zeit der grossen Geldentwertung während der Weimarer Republik. In der Geschichte sind solche Machtwechsel, die waren immer mit wahnsinnigen Verwerfungen verbunden. Ich meine, ich bin kein Historiker, aber ich will das einfach mal anführen. Der Niedergang Roms. Das war ja auch eine gigantische Verwerfung, die im Übrigen auch begleitet war von einem Verfall des Geldes. Auch die Römer konnten am Schluss einfach ihr Imperium nicht mehr finanzieren und haben dann ihre Münzen verwässert bis zu dem Grad, an dem niemand mehr wollte. Vor ca. 10 Jahren, also im 2015, war die Verschuldung der USA etwa gleich hoch wie ihr BIP, also das Bruttoinlandprodukt. Seitdem gelten die USA als überschuldet. Wir sehen hier auf dem Liniendiagramm, wie sich die Situation laufend hat verschlechtert. Diese Verschuldung bedroht immer mehr die finanzielle Stabilität des Landes und kann grosse Konsequenzen haben. Konsequenzen für die ganze Welt, weil ja der Dollar auch die Weltreservewährung ist. Das heisst, wenn der Dollar nichts mehr wert ist, dann vergackelt auf einen Schlag der ganze Welthandel. Die US-Staatsschulden, inzwischen über 33 Billionen $, steigen schneller als die Wirtschaft. Das ist etwa das Gleiche, wie wenn du dich Monat für Monat abartig mehr verschuldest, aber der Monatslohn bleibt der gleich. Gewisse Experten sagen, dass die Verschuldung sogar über 200 Billionen $ sei. Und wovon keiner redet, das ist auch eine bittere Realität. Die USA, die sitzt auf einem verzinslichen Berg an Schulden, das weit über 200 Billionen $ hinausgeht. Und das funktioniert natürlich nicht. Das hat in der Geschichte noch nie funktioniert. Das wäre die Zahl 200 und dort 12 Nullen dran gehängt. Diesen Betrag kann man sich ja gar nicht vorstellen. Wenn man für diesen Betrag 100-Dollar-Noten aufstapeln, könnte man mit dem ganzen Stapel die Erde 17 Mal umrunden.
Die grosse Verschuldung und jetzt obendrauf die immer grösseren Schuldzinsen, die ins Unermessliche steigen, das ist das grosse Problem der USA. Schauen wir uns als nächstes an, wieso das so ist gekommen. Der Präsident Nixon hat am 15. August 1971 die Bindung vom Dollar an Gold beendet. Und spätestens seitdem haben die Amis ordentlich über ihren Verhältnis gelebt. Wenn du oder ich uns Geld entlehnen, müssen wir jeden Monat Zinsen zahlen. Vom eigentlichen Betrag, den wir irgendwann auch wieder zurückzahlen müssen, reden wir jetzt noch gar nicht. Was wir uns merken müssen, ist, je mehr Schulden wir uns aufladen, umso höher wird der monatliche Zinsbetrag. Wenn wir jetzt immer mehr und mehr Schulden machen, wird irgendwann der Zins Ende Monat so hoch, dass wir das nicht mehr einfach zahlen können. Wir müssen uns also einschränken. Also nur noch Reis und Tomatensauce köcheln daheim. Oder am Samstag daheim bleiben, nicht mehr im Ausgang. Oder in den Ferien nicht mehr nach Spanien gehen, sondern beim Nachbarn helfen beim Heuen, für dass wir noch zusätzlich ein bisschen Stütze verdienen können. Gut, du kannst auch probieren, beim Chef nach ein bisschen mehr Lohn zu betteln. Das würde die Situation auch ein bisschen entlasten, natürlich. Das Gleiche gilt auch für einen Staat wie Amerika oder die Schweiz, das ist egal. Muss der sich immer mehr verschulden, weil er auf das grosse Füsse unterwegs ist, dann wird auch für ihn die Zinslast immer grösser. Und dann muss auch der Staat dafür sparen. Und das tut meistens ein bisschen weh. Zum Beispiel in der Schweiz fallen die Subventionen für Spitäler weg oder die AV muss Rentenkürzungen einführen, plus Erhöhung des Rentenalters, ein Abbau von Familienunterstützung bei Kita etc. Oder der Staat kann auch probieren, die Steuern hochzutun. Aber da muss er vorsichtig vorgehen. Das Volk gutiert es meistens nicht, wenn die Steuerschraube zu Geil angezogen wird. Schuldenlast und immer grössere Schuldzinsen können einem zu einem nächsten gefährlichen Schritt verleiten. Man beschafft sich das Geld irgendwie. Der eine geht mit einer Maske und einer Wasserpistole in die nächste Bank, ein anderer kopiert sich im Büro mal ein paar hunderte Nötchen. Amerika hat es genau gleich gemacht. Die haben einfach gedruckt, was sie zu wenig hatten. Aber wieso ist jetzt das Gelddrucken so ein Problem? Wenn Kreditgeber, also zum Beispiel ausländische Regierungen, Banken oder Investoren das Gefühl haben, dass die USA ihre Schulden oder Zinszahlungen auf die Schulden nicht mehr ohne Geld zu drucken zurückzahlen können, dann werden sie nervös. Gelddrucken verwässert den Wert des Geld. Zeugs, was es schon länger gibt, wie Autos, Häuser oder Vollmilchjoghurt, werden nicht teurer, weil die wertvoller werden, sondern weil wegen dem Gelddrucken immer mehr Geld im Umlauf ist. Das Geld verwässert. Durch das hat zwar jedes 20er-Nötchen noch den Wert von 20 Franken, dem sagt man den Nominalwert. Real gesehen, also wie viel man dann überkommt in der realen Welt, da bekommt man mit der Zeit weniger als früher. Ich weiss, das ist jetzt ein bisschen Hirngymnastik, aber ich glaube, ihr habt das Prinzip schon geschnallt. Was habt ihr das Gefühl, sind die Produktionskosten von einem einzelnen Vollmilchjoghurt mehr oder weniger geworden mit der Zeit? Heute, wo die in vollautomatischen Käsereien in viel grösseren Mengen hergestellt werden, verglichen mit früher, was der Altböhi noch von Hand hat gemacht. Eben genau. Das einzelne Joghurt kostet der Hersteller heute viel weniger. Es sollte also eigentlich günstiger werden mit der Zeit. Aber wir wissen jetzt, es ist aber teurer geworden wegen dem Gelddrucken. Man sagt hier, dass nach jeder neuen Runde von Gelddrucken die Alltagswaren nach etwa 18 Monaten Verspätung teurer werden. Also genau das wissen die grossen Gläubiger natürlich auch haargenau. Das heisst, wenn der Staat denen ihre Schulden oder Zinsen durch Frühstück das Geld zurückzahlt, werden die nach einer kurzen Zeit auch weniger bekommen für das gleiche Geld als noch früher. Es bräuchte eben nicht nur uns, sondern auch die. Und nichts hassen die Reichen mehr als einen Verlust auf ihrem investierten Geld. Und so haben sie den Schlamassel angeteigert. So, ich muss aufstehen. Mir zieht jetzt der Krampf. Ich bin gestern ein bisschen lang Velo fahren. Item. Amerika hat lange Schweine gehabt.
Weil auch Länder, wie zum Beispiel die Schweiz, für ihre internationalen Einkäufe und auch als Sicherheitshäufchen halt gleich ein bisschen Dollar haben wollen, hat Amerika lange Dollars drucken, ohne dass es jetzt Vögel gebissen hat. Konkret hat es dazu geführt, dass Amerika fast endlos Dollars drucken konnte. Ein Grossteil ist ins Ausland gegangen und gar nicht mehr nach Amerika zurückgekommen. Das hat dann Amerika selber geholfen, dass die Verwässerung, die wir vorher angeschaut haben, im Land selber in einem normalen Rahmen ist geblieben. Während der letzten Jahre ist jetzt aber Folgendes passiert. Erstens, die Zinslast, und das haben wir eingangs schon besprochen, ist mittlerweile so hoch, dass es klar wird, dass sie das nicht mehr aus der Wirtschaftsleistung zahlen können, sondern mit frisch gedrucktem Geld müssen machen. Wir wissen jetzt auch, Investoren haben das jetzt aber gar nicht gern. Zweitens, die Helden der beiden Administration haben wegen dem Ukraine-Konflikt russische Konten eingefroren. Die sind als Dollarguthaben bei der Zentralbank in Amerika und auch in europäischen Ländern gewesen. Das hat es vorher noch nie gegeben. Auf einen Klapp sind als sicher geltende Dollarguthaben von Ländern nicht mehr als sicher angeschaut worden. Viele Länder haben dann angefangen, ihre Dollarvermögen umzuwandeln in Goldvorräte oder haben von Dollar in Schweizer Franken gewechselt. Und jetzt kommen eben all die vielen Dollars retour in die USA und treiben die Geldentwertung in grossem Mass voran. Das heisst, Amerika hat gäng mehr mit einer zunehmenden Inflation zu kämpfen, wegen all diesen gedruckten Dollars, die langsam zurückkommen. Drittens, weil Russland keinen Zugang zu Dollar mehr hatte und darum internationale Zahlungen nicht mehr abwickeln konnte, haben sie zusammen mit Brasilien, Indien und Südafrika einen neuen Wirtschaftsraum gegründet, der sogenannte BRICS. Das Ziel ist, dass die untereinander nicht mit Dollar ihre Geschäfte abwickeln, sondern mit der eigenen Währung. Das heisst jetzt auch, dass für die ihre Dollarvermögen auch weniger wichtig sind. Und wenn die Dollar auflösen und in eine andere Währung umtauschen, kommen auch diese Dollars zurück nach Amerika. Gar nicht gut. Die Teuerung wird so noch mehr angeheizt. Es scheint auswegslos. Amerika muss noch dieses Jahr, nebst all diesen Schuldzinsen, auf 25% von all ihren gesamten Schulden zurückzahlen. 9,2 Billionen Dollar. Das können die gar nicht. Amerika braucht frisches Geld. Geld, das sie idealerweise nicht selber drucken, weil das beschleunigt ja den Kreislauf gegen oben. Und sie sind schon gefährlich nach dem Boden unter. Aber die Anleger oder die Investoren kaufen nur noch US-Anleihen oder Bonds, wie sie hier heissen, wenn sie deutlich mehr Zinsen bekommen, um sich gegen die laufende Entwertung zu schützen. Das Geld lehnen wird also noch teurer für den Staat. Das kann sich der so nicht mehr leisten. Höhere Bondzinsen bedeutet eben auch höhere Zinsen und Preise für uns alle. Unternehmer, Konsumenten, Hypotheken, alles wird teurer, weil der Zinssatz der US-Bonds eine Referenz setzen für alle anderen Kredite im Land. Die USA ist wie das Schiff Titanic, das einen Eisberg hat angekarrt. Das scheint jetzt klar zu sein. Nur wenn genau auch das Orchester nicht mehr spielen, das kann niemand ganz klar voraussagen. Nicht wenige sagen innerhalb der nächsten 4 Jahre. Selbst der Finanzminister der USA sagt, dass man innerhalb der nächsten 4 Jahre unbedingt ein neues Finanzsystem aufgleisen muss. Ich denke, wir befinden uns geopolitisch in einem entscheidenden Moment. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in den nächsten Jahren eine Art globale wirtschaftliche Neuordnung erleben werden, vergleichbar mit dem Bretton Woods-Abkommen oder, wenn Sie weiter zurückgehen wollen, dem Stahlabkommen oder dem Versailler Vertrag. Die Chancen stehen sehr gut, dass wir das in den nächsten 4 Jahren erleben werden. There's a very good chance that we are going to have that over the next 4 years. Und mit dieser Ausgangslage kommen wir jetzt also zur Begründung, wieso der Trump jetzt vielleicht genau das Richtige macht. Zeitungsschreiber, die behaupten, Trump sei blöd oder haben einfach einen am Hemdli, haben A. entweder keine Ahnung von Nachforschen oder B. denen geht es vor allem um Klicks und nicht um zu informieren. Es hat mir 5 Minuten Recherche gekostet, um herauszufinden, dass Trumps Massnahmen in einem Strategiepapier beschrieben sind, das vor 6 Monaten ausgearbeitet wurde. Da ist nichts Überraschendes von Trump gekommen. Das Strategiepapier mit dem Übernahme
Oh, Entschuldigung, ist mir gerade etwas in die Nase. Weiter. Ich fange noch eins an. Das Strategiepapier mit dem Übernamen Mar-a-Lago-Akkord hat der Steven Miran geschrieben. Er ist Vorsitzender vom Council of Economic Advisors für Donald Trump. Veröffentlicht ist es worden im November 2024, also kurz nach der Wahl, aber noch während der Biden im Amt war. Der Titel vom 41-seitigen Dokument ist «A User's Guide to Restructuring the Global Trading System». Die 3 Ziele vom Mar-a-Lago-Akkord sind erstens Abwertung vom US-Dollar. Das Ziel ist, den Dollar zu schwächen, um US-Export wettbewerbsfähiger zu machen und Import teurer zu machen. Das reduziert ja auch das Handelsdefizit. Dann zweitens Refinanzierung von der US-Staatsverschuldung. Das Ziel ist, die Finanzierungskosten der USA zu senken, indem ausländische Gläubiger, zum Beispiel China, Japan oder Europa, ihre US-Staatsanleihen in langfristige, zum Beispiel 100-jährige Anleihen mit niedrigen oder gar keinen Zinsen umwandeln. Und drittens Stärkung der US-Industrie. Das Ziel, die US-Produktion anzukurbeln und Arbeitsplätze zurückzuholen. Unter anderem soll das mit Zollschranken angestoßen werden. Aber die sogenannten Partnerländer der USA werden da nicht einfach freiwillig mitmachen, weil diese Massnahmen sind zum Nachteil von denen. Darum setzt die US-Regierung auf die gute alte Zuckerbrot- und Peitschenhieb-Methode. Der erste Peitschenhieb ist mit der Androhung von Strafzöllen. All die aufgeschreckten Länder kommen jetzt zum Verhandeln nach Washington. Und dort wird denen die weiteren Peitschenhieb vom Mar-a-Lago-Plan zum Unterschreiben vor die Nase gelegt. Ich denke, ich habe es geschnallt. Und ihr wahrscheinlich ja jetzt auch. Trump sind diese Zölle nur am Rand wichtig. Primär geht es ihm darum, dass, nehmen wir das Beispiel Schweiz, dass die Schweiz den Franken muss stärken muss. Noch mehr, als dass er das jetzt schon ist, so dass es zu weniger Schweizer Export in die USA kommt. Dass also weniger Dollar nachgefragt werden und der Dollar so geschwächt wird. Das ist der Punkt 1 von diesem Plan. Und dann noch obendrauf sollen möglichst viele Länder, also auch die Schweiz, ihre Bondscheine in zinslose 100-Jahr-Kredite umwandeln. Das ist der Punkt 2 vom Plan. Das Zuckerbrot am ganzen Kuhhandel ist dann, dass die USA im Gegenzug ihren militärischen Schutz auch in Zukunft wird anbieten. That's it. Das ist der ganze Plan. Da ist nichts gross Kompliziertes dran. Ihr könnt euch auch jeden guten Mafia-Film anschauen. Da kann man diese Grundprinzipien auch ganz gut studieren. Schauen wir noch eins kurz auf unsere Linie. Also, was ich gelernt habe, ist, mit der Abwertung vom Dollar will der Export ankurbeln, was sich positiv auf das US-Wirtschaftswachstum auswirken sollte. Das BIP fängt wieder an zum Steigen, plus die Einnahmen aus Steuern ohne neue Steuererhöhungen gehen hoch. Und mit der Umschuldung von der Staatsverschuldung werden die Kosten von diesen Schulden ankommen. Also so sollte die zweite Linie wieder nicht sich kehren. Ja, siehst, jetzt muss ich das Jäckchen anlegen. Jetzt hat es mich alles angefangen. Macht jetzt der Trump das Richtige? Wenn ich mich bei meinen Finanzquellen umlasse, ist es klar, dass der Plan unterschiedlich bewertet wird. Es scheint klar, dass das nicht der allein einzig mögliche Weg ist, um Amerika aus dieser Schuldenfalle rauszuretten. Einen klaren, guten Weg gibt es aber nicht. Für das ist es viel zu spät. Es geht nur noch mit Murksen, Ellbögeln und ordentlich aufblustern. Und in diesem Spiel ist der Trump aber eine Klasse für sich. Irgendjemand muss etwas ändern am System, sonst kommt es auch gar nicht gut. Für alle nicht. Und wenn es jetzt der Trump probieren will, müssen wir ihm halt in Gottes Namen ihn das in seinem Stil machen. Klappt, hat er ja bereits versprochen, als Geschenk die Steuern zu senken oder ganz zu streichen für Leute, die weniger als 150'000 Stutz pro Jahr verdienen. Heitere Fahne, das wäre mal etwas. Mein Kommentar, wir gehen noch zum Schluss.
Ich hoffe, der Trump findet irgendwie einen Weg aus diesem Finanzdesaster. Das hat mit Pro-Trump oder gegen Trump auf eins gar nichts zu tun. Sondern es geht darum, dass irgendjemand den Dollar wieder als einigermaßen stabile Währung etablieren kann. Weil auf die Alternativen habe ich gar keine Lust. Die Globalisten stehen langsam, aber sicher parat, um bei der nächsten grösseren Krise ihre bevorzugte Lösung durchzusetzen. Und das ist das digitale Zentralbankgeld. Ein Traum für jeden Machtinhaber. Die volle Kontrolle über das Verhalten von uns Schäfli. Das Problem mit Zentralbankgeld ist, dass es den Bankern eine vollständige Kontrolle gibt und sie das Geld programmieren können. Sie können bestimmen, wofür man sein Geld braucht und wo man es ausgibt. Im Grunde geben sie vor, wo und wie die Leute ihr Geld benutzen. Zugegeben, mir ist das 20 auch erst runtergefallen, wo mir meine Nachbarin gesagt hat, weisst, wenn in der Zeitung steht, dass sie Demokratie retten wollen, musst du nur das Wort Demokratie mit Bürokratie ersetzen. Und dann weisst du, was sie eigentlich meinen. Voilà. Dann würde ich sagen, das war es für heute. Wer bis hierher geschaut hat, also bis zum Schluss durchgestanden ist, also Hut ab. Die sind sackstark. Ich bin stolz, dass ihr meinen Kanal gefunden habt. Und hoffentlich könnt ihr auch in Zukunft so gerade mal reinschauen, hier beim Vogunten. Liebe Grüße aus dem wie gern wilden Westen und vergesst nicht, mir zu verraten, von wo ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.